Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Alter, es ist gerade einfach schon 12 Uhr. Mein Podcast hätte schon online kommen und ich habe actually heute schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich bin ein bisschen im Stress gewesen, weil ich heute Abend noch etwas vorgehabt. Ich habe das Ganze pünktlich fertig geschafft. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen zusammenmixen, schnell schauen. Und ich habe einfach gesehen, es hat es nicht aufgenommen. Also das Video hat es aufgenommen, es hat zwar schon in der Mitte vom Ganzen hat es auch meine Kamera keinen Akku mehr gehabt. Und ich habe dann eben nachher gemerkt, dass es den ganzen Ton einfach gar nicht aufgenommen hat. Das heisst, wie es war für den Arsch gewesen, aber scheißegal. Es ist eigentlich ganz gut so, weil ich habe gemerkt, ich bin so ein bisschen gestresst und ich habe so ein bisschen das Thema rausgesucht, wo jetzt irgendwie, also es wäre schon auch cool gewesen, aber es ist jetzt nicht so, ja, ich bin im Allgemeinen so ein bisschen gestresst gewesen und ich bin am Schluss nicht zufrieden gewesen mit der Podcast-Folge und am Schluss, wo es halt dann auch nicht aufgenommen hat, dann hat es wie so ein bisschen gezeigt von, okay, es hätte jetzt einfach nicht so sollen sein. Ich glaube, wäre es jetzt so eine Podcast-Folge gewesen, wo ich so übel, eben, wäre ich so voll die guten Sachen gesagt, wo ich so voll zufrieden wäre, dann hätte es mich mega angeschissen, aber es ist gerade so, ja, es hat mir gerade noch die Entscheidung abgenommen von, okay, ich kann es jetzt auch gar nicht brauchen. Von dem her, kommt er leider heute ein bisschen später online, aber ich kann es euch gleich noch erzählen, ich bin jetzt heute Abend, habe ich mich nach langem wieder mal mit meinen Gimmi-Friends getroffen. Also wir sind im Gimmi gewesen, also ich bin im Gimmi gewesen und ich habe dort eigentlich so ein bisschen eine Sechser-Friends-Gruppe gehabt, so die Sechste. Und irgendwie im Gimmi haben wir nicht mehr so wirklich etwas miteinander gemacht und wir haben uns einfach gerade letzte wieder gesehen. Und haben uns an der Kilby gesehen, also die einen, und haben gedacht, boah, es wäre mega cool, wenn wir mit dem etwas machen. Und ich hätte nie gedacht, dass das, also weißt, meistens, wenn man ja so ein bisschen was getrunken hat und alles, dann kommt man ja schnell mal so aufs Ding, oh mein Gott, wir müssen wieder mal etwas machen und so cool und keine Ahnung. Und darum irgendwie umso geiler, dass wir das einfach alle geschafft haben und ja, einfach, ich weiss nicht, schon von früher ist es halt oft so gewesen, dass man über dann keine Zeit hatte oder whatever so und es ist auch schön, dass wir alle Zeit hatten und alle etwas gemacht haben und es ist so cool gewesen, wieder einfach so ein bisschen von den anderen Menschen zu hören, was so in ihrem Leben abgeht und ja, so ein bisschen über all die Zeiten reden und alles, das ist mir richtig gut, das ist so cool gewesen. Ich finde das so nice in letzter Zeit, oder allgemein, gerade in den Sommer, bin ich immer so ein bisschen voll hyped, einfach mit Menschen, wo ich, von früher, die gute Friends sind, einfach wieder so ein bisschen den Kontakt zu pflegen. Von dem her, falls ihr gerade da draussen, weiß auch nicht, Friends von früher hatten und euch das so ein bisschen am Überlegen sind, von so, hey, es ist echt voll cool, wieder mal mit diesen Menschen was machen, do it, schreibt dann einfach. Scheißegal, es ist nicht cringe, glaubt mir. Und es ist am Schluss so cool und meistens sind die Menschen auch gerade so, dass sie so Gedanken haben, aber sich dann nicht getrauen, zu etwas zu schreiben. Und wenn halt du dann das schreibst, dann sind sie umso mehr so, oha, ja, voll cool, safe, machen wieder mal etwas. Und das ist richtig nice. Also es ist so cool, ich liebe es momentan mit Leute eben von der Sek oder vom Gimmi wieder etwas zu machen. Ich finde das so richtig, richtig nice. Ich habe allgemein gedacht, ich will eigentlich wieder mal in meinen Podcast-Folgen so ein bisschen ein Lebensupdate geben, weil ich habe das Gefühl, es gibt in mir gerade so viel, was so gerade aktuell ist. Also zum einen, ich glaube, die einen haben es, also wenn ich sonst auf Social Media verfolge, da kommen sie so ein bisschen mit über. Habe ich das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ihr werdet jetzt kommen sonst jetzt auch noch schnell auf den neuesten Stand. Und zwar wohne ich ja aktuell noch daheim, ich bin 22 und habe einen Freund seit 4,5 Jahren, ein bisschen mehr. Und wir zusammen sind jetzt auf der Suche nach einer Wohnung in Zürich, in der Stadt Zürich. Ja, es ist fette Pain. Also am Anfang bin ich auch so gewesen, hey, was tönt immer alle so, weißt du, so Zürich, es tönt immer so, als wäre es mega schwierig und dann siehst du ja mega viel Angebot und alles, mega easy. Nein, also eben zum einen, du musst nur schon, also gerade bei so gewissen, also ja, ich sage es jetzt auch einfach für die vielleicht noch nicht so viel davon verstehen. Ich verstehe jetzt auch nicht komplett viel davon, aber so, was ich nicht davon verstehe, so, es gibt so gewisse Wohnungen, zum Beispiel Genossenschaftswohnungen, wo du halt nicht einfach automatisch eine Wohnungsbesichtigung bekommst, sondern das ist so mit Glück und allem und wenn du die Wohnungsbesichtigung bekommst, dann ist es logischerweise noch nicht, dass du die Wohnung bekommst, sondern du bist dann einfach in der engeren Auswahl und dann musst du dich bewerben und alles, das ist schon fette Pain. Plus, du musst ja dann noch eine Wohnung finden, wo du willst, vom Aussehen, wo vom Dingsplatz, also vom Standort gut ist und wo auch noch zahlbar ist. Also nur schon die 3 Faktoren, dass die mal stimmen, ist Pain. Und dann schon, wir sind jetzt schon wirklich langsam an dem Punkt, wo wir einfach so unsere Ansprüche wirklich immer tiefer sind. Am Anfang sind wir noch so voll von, wir wollen das und das und vom Preis ungefähr so und so. Und jetzt sind wir so, okay, dann zahlen wir halt ein bisschen mehr. Hauptsache,
dass wir in Zürich etwas haben, so. Weil, also wir haben beide schon mega lange den Traum, dass wir einfach in der Zürich, also in der Stadt können wohnen. Und vor allem, ich fange ja jetzt, das ist eigentlich auch wieder so ein Update, aber das wissen wahrscheinlich die meisten schon, ich fange ja an zu studieren in 3 Wochen, Friends, in 3 Wochen, Alter, noch fucking 3 Podcast-Folgen, mit denen nur noch 2, oh mein Gott. Und dann fange ich einfach schon an zu studieren und das macht mir so Angst. Aber ja, auf jeden Fall, ich studiere an der ZHDK, Cast Audiovisual Media, also der Zürcher Hochschule der Künste. Für die nicht wissen, was es ist, es geht basically eigentlich einfach so ein bisschen um Social Media und Medien und all das Mögliche. Also eigentlich voll mein Ding und ich freue mich irgendwie auch mega, aber es ist gleich halt irgendwie, sobald etwas Neues ist und einfach wieder die Routine finden. Also ich bin jetzt 2 Jahre selbstständig gewesen und wieder das Gefühl bekommen von so, keine Ahnung, man steht jetzt wieder früh auf und man ist nicht mehr sein eigener Chef und man muss jetzt irgendwie, also ich habe meinen Stundenplan. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das fix so ist, aber bis jetzt sieht es aus, dass ich immer von 9 Uhr morgens bis um 5 Uhr am Abend wieder die Schule habe. Und das ist so eine fette Umstellung. Also ich habe ja nur schon im Gymi früher in der Schule ausgehauen und das ist echt mies. Aber ja, irgendwie will ich das schaffen. Ich muss das irgendwie schaffen, nur schon Social Media nebenbei machen. Im ersten, ich komme dann um 5 Uhr heim, muss dann nach Hause fahren. Und eben darum wäre es nice, wenn ich in Zürich habe. Dann habe ich nicht so lange heim, weil ich habe jetzt aktuell etwa 40 Minuten heim. Nein, warte, das stimmt gar nicht. Vom HB habe ich 40 Minuten heim, von der ZHDK habe ich etwa eine ganze Stunde. Und das ist mies. Das heisst, ich bin dann so um 6 Uhr heim und dann noch Content machen und Kooperationen und whatever, alles mögliche, Calls. Das ist miese Pain. Aber irgendwie, ja, ich will mich eigentlich nicht beschweren. Es ist ja in dem Sinne, also Pleasure, dass ich das machen darf. Aber trotzdem, es wird wahrscheinlich crazy sein. Aber ja, ich mal schauen, wenn ich das schaffen werde. Irgendwie muss das klappen. Aber ja, das ist momentan so aktuell in meinem Leben. Ich gehe jetzt morgen. Also es hat eine Wohnung gegeben, die Can und ich mega gerne hätten wollen, die auch vom Preis mega crazy gut gewesen wäre. Und wir haben das auch beworben und haben so mega krass, wir haben uns so Mühe gegeben im Bewerben und so. Und wir sind leider nicht genommen worden. Yeah, mega Überraschung. Haha, Spaß. Nein, und darum machen wir jetzt halt gleich weiter. Und haben jetzt morgen eine Wohnungsbesichtigung, eigentlich am fast gleichen Ort. Und ja, es ist halt gefühlt doppelt so teuer, aber scheißegal. Irgendwie müssen wir halt einfach langsam etwas finden. Dann müssen wir halt mit dem Preis ein bisschen aufgehen. Pain. Aber wir schaffen das. Und ich bin jetzt mega gespannt. Es ist meine erste richtige Wohnungsbesichtigung. Die letzte vom Haus hat der Bruder vom Can gehen, weil wir dann in der Ferien waren. Aber ich freue mich richtig. Ich habe noch nie eine Wohnungsbesichtigung gemacht und keine Ahnung, das Feeling, aber so eine Wohnung anschauen, in der Vorstellung, hey, das könnte unsere Wohnung sein. Ja, das wird ja crazy. Also darum, das wird, ich freue mich richtig auf das. Keine Ahnung. Ich gebe euch dann Bescheid, wie es gewesen ist. Und falls wir vielleicht in einer Woche schon Bescheid bekommen, weil wir dann ja meistens gerade so, tut man sich ja nachher gerade bewerben. Und falls wir dann schon Rückmeldung bekommen, kann ich ja dann auch schon Bescheid geben. Aber ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, falls ich jetzt also schon vorher vor dem Podcast, falls wir es jetzt geschafft hätten, aber eben, es ist mega unwahrscheinlich, aber ja, ein positives Mindset und oh mein Gott, jetzt kommt ja eine perfekte Überleitung, ich werde immer besser in dem und genau, um das geht es nämlich heute, in der heutigen Podcast-Folge, wie soll ich das sagen, positives Mindset, negatives Mindset, so ein bisschen all das, weil, das klingt jetzt gerade voll irgendwie, wie sagt man, das so voll unpassend, weil eigentlich struggle ich momentan eher so ein bisschen mit einem negativen Mindset. Ich glaube, ich muss das nachher mal so ein bisschen genauer erklären, weil ich will sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr positiv eingestellter Mensch, allgemein immer fröhlich und aufgestellt und eben, ich denke eigentlich immer positiv und sehe immer das Gute in einer Situation oder in einem Menschen oder so. Und ich habe momentan oder immer mal wieder so Phasen und jetzt halt aktuell gerade wieder, dass ich erkläre es eigentlich mir am besten so ein bisschen mit einer negativen Stimme im Kopf. Das klingt gerade ein bisschen krank, aber ich erkläre es jetzt. Und zwar, ich habe eine Situation, ich bin in einer Situation, whatever, und bin am Overthinken und sehe es irgendwo positiv und irgendwo kommt dann einfach eine innere Stimme in mir und sagt so, hey, nein, aber die Person hat das im Fall sicher das und das über dich gedacht und die findet dich im Fall mega unsympathisch. Oder
einfach eine Stimme in meinem Kopf, wo immer das Negative sieht, wo immer in jeder Situation das Negative probiert zu interpretieren. Und ich finde das so schwierig, einfach mit dem zu handeln. Und ich glaube, es geht mega vielen Menschen so. Also ich habe das am Anfang so ein bisschen für mich behalten und habe jetzt einfach gemerkt, irgendwie tut es mir mega gut, wenn ich einfach so ein paar Leute das auch erzähle, weil ich weiss nicht, sobald ich jemandem irgendwie halt so auf meine Problems erzähle, dann ist es logischerweise erstmal, dass man sich nicht alleine fühlt und zweitens auch, du hast das Gefühl, du kannst so, also ich habe automatisch das Gefühl, ich kann es schon ein bisschen besser handeln, weil zum einen habe ich mich getraut, das jemandem anzuvertrauen und zum anderen, ja, I don't know, es fühlt sich einfach irgendwie besser an und ja, eben, das habe ich so momentan und eben, es ist bei jeder Kleinigkeit, dass so das Negative sieht und dass ich dann eben auch anfange, in Situationen Sachen interpretieren, die gar nicht da sind. Und ich habe ja auch schon öfters in meinen Podcasts angesprochen, dass ich sehr dazu neige, dass ich mich mega schnell ausgeschlossen fühle. Und ich habe jetzt letzte Zeit eigentlich eine Phase gehabt, wo das wieder weniger war und ich merke jetzt gerade, ist es wieder viel mehr. Also das Ding von, ich bin in einer Gruppe und merke mega schnell, also habe mega schnell das Gefühl von, dass die mich alle eigentlich voll uncool finden und am liebsten würden wollen, dass ich jetzt heimgehe und nicht mit dieser Gruppe chillen. Oder allgemein einfach, dass Menschen komisch von mir denken und ein schlechtes Bild von mir haben. Und was eigentlich mega dumm ist, weil eben, also das habe ich auch schon öfters gesagt, ich bin ja logischerweise nicht perfekt und es gibt ja logischerweise so viele Menschen da draußen, gerade nur schon, weil ich Social Media mache, Menschen, die mich nicht cool finden oder unsympathisch finden und das ist ja in dem Sinne auch voll okay, weil ich finde auch Menschen unsympathisch und uncool und wie, also weißt du, ich meine, so, du kannst dir nicht allen gefallen, obviously, aber ich habe so stark das Ziel oder den Wunsch, das Streben in mir rein, perfekt zu sein, im Sinne von allen wollen gefallen, allen sympathisch sein, ja, niemand irgendwie verletzen und so und ja, was mega auch irgendwie unwahrscheinlich ist, weil ich bin auch einfach nur ein Mensch und mache Fehler und verletze Menschen, auch wenn es nicht extra ist. Aber es ist ja dann eher ein Ding, wie man damit umgeht und alles. Und einfach momentan ist so wie die negative Stimme im Kopf, wo dann anfängt, Sachen, Situationen zu interpretieren, die dann negativ sind. Eben gerade zum Beispiel, das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat die Person jetzt wahrscheinlich gerade mega verletzt. Oder ich mache mir mega schnell ein schlechtes Gewissen, fange an overthinken, habe momentan Situationen, kommen mir wieder in den Kopf, die gefühlt von einem halben Jahr passiert sind, was damals passiert ist, ich ja keinen Kopf mehr gemacht habe oder nicht so krass. Und jetzt kommen die einfach wieder so Erinnerungen, wo ich so bin, oh mein Gott, damals, Alter, die Person denkt doch heute wahrscheinlich noch von mir, Alter, was ist das für komisch? Also weißt du, so einfach mega krass am Overthinken und das so negativ. Also so anfangen Sachen interpretieren, die vielleicht eben gar nicht da sind. Also vielleicht gerade die Personen, die da vor einem halben Jahr mit mir geredet haben, die mögen sich wahrscheinlich nicht mehr, 100% nicht mehr an die Situation erinnern. Oder haben jetzt nicht, also vielleicht in dem Moment, wenn überhaupt, kurz gedacht, what the fuck? Aber nach 2 Minuten schon wieder vergessen, dass das passiert ist. Und bei mir ist es nicht wie das so gefühlt nach einem halben Jahr gerade wieder Momente aufkommen, wo mir im Nachhinein so mega unangenehm sind oder wo ich mir wie denke, Alter, wieso habe ich damals dann nicht einfach gesagt, oh wait, sorry oder whatever so. Also ich bin gerade irgendwie auch so in dieser Position, wo ich am liebsten so würde alles gerade beugen, wo ich das Gefühl habe ich irgendwie so ein bisschen falsch mal gesagt oder so. Einfach das Overthinken und eben zum anderen, dass ich anfange Sachen zu interpretieren, dass die Situation gerade negativ ist, obwohl sie gar nicht negativ ist. Ich hoffe, man versteht so ein bisschen, wie ich es meine. Also ich kann eben gerade so erzählen, zum Beispiel heute bin ich mit dieser Gimmi-Gruppe unterwegs und es war mega cool gewesen. Und weißt du, ich fühle mich mega wohl in dieser Gruppe. Also wir sind ja in dem Sinne alles, wie sagen wir, langjährige Friends. Sagt man dem so? Ich weiß nicht, ich kenne die alle schon mega lange, seit ich 16 bin oder so und ich bin jetzt eben 22. Von dem her, es ist schon recht lange Zeit und wir sind ja alle irgendwie erwachsen worden zusammen und es ist jetzt nie jemand beliebt oder jemand weniger beliebt in dieser Gruppe gewesen. Also wir fühlen uns alle mega, mega wohl. Und trotzdem habe ich wieder heute gemerkt, dass so Momente kommen, wo ich so bin, die finden mich jetzt alle weniger spannender. Oder sobald ich mal irgendetwas, also weißt, gerade wenn du in einer Gruppe bist, dann ist es ja logisch, dass wenn man über ein Thema redet, dass jeder mal etwas reinredet und manchmal lässt man vielleicht jemanden, muss für sie nicht zu oder whatever so. Und dass ich dann, sobald ich einen Satz angefangen habe und jemand gerade, also dass niemand gehört hat, dass ich den Satz angefangen habe, dass ich in dem Moment das gerade persönlich genommen habe, gerade gedacht habe, ey, wenn ich etwas sage, dann ist es nicht spannend. So. Und natürlich kann das auch sein, dass mit einer Gruppe ist und dass es wirklich so ist. Aber ich weiss, gerade in dieser Gruppe eigentlich, wie sagt man,
ich kann gerade alle Wörter nicht sagen, die ich will sagen, aber so von außen her betrachtet, rational, das vorher gesagt, rational betrachtet, weiss ich, dass das nicht der Fall ist, dass die Menschen nicht absichtlich mir nicht zugelassen haben oder sich weniger für mich interessieren oder I don't know, aber in dem Moment kommt instant gerade die negative Stimme von «Hey, Alter, niemand interessiert, was du gerade sagst, die wollen eigentlich alle, dass du deine Fresse hast, weil alles, was du sagst, ist mega cringe.» Also weißt du, es kommt gerade so eine Stimme und das macht mich so unsicher und dass du, also eben, wie gesagt, ich bin ein positiver Mensch und ich merke, dass ich das wie so immer weniger kann beherrschen, so die Stimmen. Und eben, ich habe ab und zu wieder so Phasen, wo das so ein bisschen öfters ist und dann wieder weniger öfters. Und jetzt ist halt gerade wieder eine Phase, wo es öfters ist. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon oft in meinen Podcast-Folgen besprochen. Ich glaube, die so wirklich straight jeden Podcast hören, ich glaube, für die ist das jetzt alles nichts Neues, was ich da erzähle. Aber ich finde es gleich wieder spannend. Also wie ich habe gerade in der letzten Podcast-Folge mega über das so ein bisschen reflektiert und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das alles auch mit dem zu tun hat. Ich fände das im Fall wirklich mega spannend. Also, es ist jetzt blöd, aber ich würde glaube mega gerne mal zu einer Therapeutin gehen, um das mal zu besprechen, weil also logischerweise würde es mir mega gut tun, weil ich merke, dass das etwas, also für die jetzt die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben, ich habe in der Kindheit so ein bisschen, also was heisst so ein bisschen, ich habe Mobbing-Erfahrung halt erlebt und nicht nur Mobbing, auch allgemein so ausgeschlossen werden und nicht akzeptiert werden, etc. Also das, und das hat halt mega, also ich merke, dass das mega oft die Auswirkung ist auf meine Unsicherheiten heute, egal auf welche Art und Weise. Und das finde ich so spannend. Ich glaube, ich will mega gerne mal eben mit jemandem über das Ganze reden. Und ich habe das Gefühl, es würde mir zum einen natürlich mega helfen und zum anderen würde es mich auch mega interessieren, eben um das Ganze so ein bisschen genauer anzuschauen. Ja, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das so ein sehr grosser Auslöser ist für vieles. Aber ja, eben, wie gesagt, ich bin selber keine Therapeutin, also von dem her, ich kann jetzt auch nicht selber viel interpretieren. Aber ich habe wie mir überlegt, eben zum einen möchte ich komplett ehrlich mit euch sein, wie ich glaube in meiner Bio steht sogar so, dass der Podcast da ist, in dem es um eure Probleme geht und meine eigenen Probleme, in dem ich die selber irgendwie probiere so ein bisschen, wie sagt man, mit meinen Problemen halt umgehen. Und jetzt ist gerade eigentlich wieder eine Podcast-Folge, wo ich voll offen über meine Probleme rede und ich das Gefühl habe, dass es sehr viele da draussen gibt, die es vielleicht auch so ein bisschen ähnlich haben und ja, vielleicht auch gerade in dieser Phase sind, wo sie mega unsicher sind mit allem, was sie machen. Und eben das gibt es ja mega oft. Und also von dem her, ihr seid nicht alleine. Ich fühle mich auch mega unsicher und das ist in dem Sinne auch voll okay. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir vielleicht alle zum einen mal zuerst reflektieren, dass wir in dieser Phase sind, dass wir gleich noch rational denken können von hey, das ist jetzt gerade so eine innere Stimme in uns oder so eine negative Welle, aber die Situation ist nicht so. Also klar, es kann natürlich auch sein, dass man in so einer Situation ist, das ist natürlich etwas anderes, aber ich rede jetzt wirklich, dass man in dieser Phase ist, wo man alles so negativ sieht und eben die ganze Zeit so eine innere Stimme im Kopf hat, die die ganze Zeit negative Sachen interpretiert und dass man anfängt overthinken, obwohl es gar nicht nötig ist. Halt in der Phase, wo ich jetzt gerade bin. Und ja, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt einfach so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen damit umgehe. Oder ich habe das auch schon länger so immer mal wieder und was ich so mache. Und falls ihr irgendwie auch in dieser Phase sind und so ein paar Sachen habt, wie ihr damit umgeht oder so, also könnt ihr mir auch gerne da in Kommentare schreiben oder mir auf Insta oder so. Vielleicht kann ich mal eine Podcast-Folge machen, wo wir dann so ein bisschen alles zusammen sammeln. I don't know. Aber auf jeden Fall, das eine ist bei mir, dass es hat mir schon mega geholfen, dass ich so das aktiv gemerkt habe, so, hey, die Situation ist jetzt nicht so rational, sondern ich bilde mir das jetzt gerade ein, dass ich mir das in dem Moment, wo ich merke, jetzt kommen gerade so negative Gedanken, es ist eigentlich wie jemand in mir rein, der mich selber so voll abzieht, wo mich selber schlecht redet. Und das ist so, dass ich in diesem Moment mir selber sage, hey, nein, das stimmt nicht. Das ist jetzt gerade eine Stimme in mir, die das sagt und das stimmt nicht. Und in dem Moment hilft es mir zum Beispiel zum einen, gerade das anders zu sehen. Also ich habe ja schon oft das angesprochen mit dem das ausgeschlossen fühlen, dass ich anfange Sachen interpretieren, Situationen von, die schließen mich jetzt aus, die finden mich nicht cool etc. Dass ich in dem Moment
suchen nach Argumenten, warum es nicht so ist. Also zum Beispiel jetzt heute in dieser Gruppe habe ich Argument gesucht und zum Beispiel ist das Argument von hey, ich habe vorhin einen Joke gemacht und die haben alle gerade drüber gelacht. Also mega, weißt, mega banal, eigentlich mega simpel, aber in dem Moment brauchst du das einfach schnell, dass du dir selber sagst von hey, alles ist gut, das ist jetzt gerade dein Kopf, der das irgendwie macht. Du musst dir jetzt quasi selber beweisen, dass es nicht so ist. Also selber anfangen Argumente suchen, warum es nicht so ist. Weil wenn ich in dieser Phase bin und mich so in die negative Spirale so gebe, sage ich mal, dann fange ich wirklich auch aktiv an die negativen Sachen zu suchen. Also quasi Argumente, warum sie mich jetzt ausschliessen und fange dann an, die auch zu provozieren. Und das macht es dann meistens noch schlimmer und dann schliessen wir schlussendlich wirklich aus. Und das ist mega dumm und das habe ich auch mega oft schon gehabt, was mega mühsam ist. Und darum ist es mega wichtig, in dem Moment Argumente zu suchen, warum es nicht so ist. Weil das Zweite ist so ein bisschen, dass man eben, es ist eigentlich so ein bisschen wie das Erste, dass man anfängt mit sich zu reden. Ich bin letztens sogar spazieren und gerade wenn ich halt viel Zeit für mich habe oder so, dann kommt so ein bisschen das Overthinken, sodass eben über Sachen anfangen, keine Ahnung, dass einem halt Gedanken kommen, die jetzt eben von einem halben Jahr oder so sind oder I don't know, dass ich dann, also ich bin jetzt wirklich alleine spazieren und dann habe ich alleine angefangen mit mir zu reden und das tut wirklich krank, aber es ist so gut da, dass ich mir einfach selber sage, hey, also wirklich so laut mit mir selber so, hey, entspann dich jetzt, du denkst dir das gerade und du bist genug gut, also mega banal, aber also man sagt ja auch, wenn man mit sich selber redet, also nur schon, wenn man so vom Körperbild zum Beispiel so mega unsicher ist, dann hilft es ja mega, wenn man anfängt, sich selber im Spiegel zu sagen, hey, siehst mega gut aus, heute bist du hübsch und so, dass das mega viel mit einem macht. Also ich finde das allgemein mega spannend. Du kannst ja das Hirn in dem Sinn mega gut austricksen. Also es klingt jetzt voll doof, aber wir sind intelligenter als unser Hirn. Es macht voll keinen Sinn, der Satz, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und gerade das mit dem sich selber sagen, hey, ich sehe heute gut aus. Oder nur schon zum Beispiel, es gibt ja auch das Ding, wenn man die ganze Zeit lacht. Gut, das weiß ich zwar nicht, ob das Gleiche ist. Ich glaube, das ist auch nochmal mit der Auslösung von ich kann gerade wirklich nicht mehr reden. Von was soll ich sagen? Egal. Von Emotionen. Alter, es ist so spät, es tut mir leid, es ist 12:30 in der Nacht. Aber ich wüsste, was ich meine. Von Emotionen, dass man das irgendwo kann steuern kann. Doch, es hat, glaube ich, schon ein bisschen etwas mit dem zu. Auch du tust in dem auch deine Emotionen, also du tust auch dein Hirn austricksen, indem es andere Emotionen schickt. Also in dem sind positive Emotionen, so blöd gesagt. Ich finde das mega spannend. Also ich habe jetzt allgemein gerade mit einer Kollegin darüber geredet, was so ein bisschen in dem ganzen Bereich ist, mit so Neurobiologie und all dem. Und auch so richtig Psychologie und so. Und sie hat auch gesagt, dass gerade Placebo eines der grössten Themen ist. Einfach weil es gerade zum Beispiel im Spital und so, ich weiß gar nicht, also ich habe das mega spannend gefunden, ich weiß nicht, ob das ein öffentlicher Fakt ist, aber es gibt zum Beispiel mega viel, wo wie der Kopf etwas auslöst. Also zum Beispiel hast du Beinschmerzen und eigentlich hast du gar nicht Beinschmerzen, sondern dein Kopf sendet dir das Signal von «Hey, mein Bein tut weh». Und meistens kann man meistens mit mega vielen Fällen von so Schmerzen ist der Kopf die Schuld und gar nicht wirklich, dass Schmerzen da sind. Macht das Sinn? Also sie hat zum Beispiel erzählt, dass es Leute gibt, die eben zum Beispiel Schmerzen am Bein haben und die Doktor, also die Ärzte, die können nichts finden. Und dann meistens, das ist glaube ich so ein bisschen ein Arztgeheimnis, I'm sorry, falls ich jetzt Ärzte expose und es ist eigentlich crazy, aber ich finde es so spannend, dass Ärzte eine Operation machen beim Bein, beziehungsweise eben keine Operation machen, sondern einfach das Bein aufschneiden und wieder zunähen und dann quasi wenn sie wieder aufwachen, sagen, hey, ja, wir haben das Problem gefunden, du solltest wieder laufen können. Und die Leute können nachher wieder laufen, also sie haben keine Schmerzen mehr. Und ich finde das so insane, weil dann, also da ist ja obviously in dem Fall, also die haben einfach das Bein aufgeschnitten und wieder zugenäht, so, dass es kein Problem gab, sondern das Problem im Kopf war. Und dass es in dem Sinn so ein bisschen das Placebo-Ding ist. Und ich finde das so spannend. Und eben, ich habe das Gefühl, dass es auch mit unserer Psyche, dass wir da mega viel eigentlich, eben dass wir uns irgendwo können austricksen. Und darum, gerade vom Placebo-Ding, uns auch mega viel, also unser Hirn in dem Sinne mega steuern. Und zum eben
gerade das, wenn man mit dem selber sich positive selber Sachen sagen und so, mit Emotionen steuern etc. Finde ich mega spannend. Das ist ein Grund zum Psychologie studieren alle. Nein, meine Kollegin studiert Psychologie, ich kann sie mal ausfragen. Von dem her, das lange glaube ich. Ich glaube, mein Studiengang ist ganz okay mit Social Media. Yeah. Nein, ja. Genau, auf jeden Fall, das habe ich mega, mega spannend gefunden. Mann, ich kann eigentlich noch andere Sachen sagen, aber ich habe mir absolut keine Notizen gemacht, weil eben, es ist mega spät und ich habe gedacht, ich finde es wieder mal geil, wenn ich eine Podcast-Folge mache, wo ich jetzt gar nicht so mega krass strukturiert bin, sondern einfach mal loslabern, weil ich fühle das irgendwie auch momentan einfach so ein bisschen mit euch haken, was gerade in mir abgeht und was ich gerade so denke und all das und darum, ja, egal, dann, falls es mir irgendwann wieder, also ja, es ist glaube ich nicht so spannend gewesen. Ich möchte jetzt nicht, also ich hasse es manchmal selber nicht so, es heißt so, ich will etwas sagen und ich bin so, sag's, dann haben wir es vom Tisch und ja. Aber es ist glaube ich nicht krass, aber man hat auch keine Gedanken an mich. Nein, okay, also, wie spät haben wir eigentlich? Es ist wirklich 12:30. Shit, Alter. Ich muss vor allem früh aufstehen für die Wohnungsbesichtigung. Aber ja, eben, wie gesagt, also es ist ja wie bei mir immer noch ein aktuelles Thema, sage ich mal, wo ich jetzt nicht komplett, also wo nicht in der Vergangenheit ist und ich jetzt so wie alle Tricks für euch habe und alles so also wie über das mega selber reflektiert habe, sondern ich selber noch in dieser Phase bin. Und ja, einfach selber in dem Sinn irgendwo auch viel über mich lernen und probieren aus dieser Phase irgendwie wieder rauszukommen, wenn es schwer ist. Aber ich glaube nur schon mit dem Wissen, dass das gerade Leute hören, die vielleicht voll relaten können, hilft mir irgendwie so ein bisschen. Und durch das, dass ich auch weiss, eben wie, es ist jetzt einfach eine Phase. So. Oh, ich weiss wieder, was ich will sagen. Und ich merke, das ist voll unnötig. So wie ich gesagt habe. Aber, und ich habe es, glaube ich, vor allem schon gesagt. Egal. Dass ich will sagen, es hilft mir auch mega, mit Leuten darüber zu reden. Doch, ich habe es schon gesagt. Aber never mind. Einfach, dass ich jetzt das noch sagen können, weil ich es vorher nicht sagen konnte. Aber mit Leuten darüber reden und voll offen können eben sagen von hey, ich bin gerade mega unsicher und ich bin jetzt gerade voll ehrlich, also das ist jetzt etwas, was ich schon sagen. Ich merke gerade, dass das bei mir nicht gerade nur bei so Friends ist, sondern auch sich auf meine Beziehung so auswirkt. Und ich habe das auch schon oft angesprochen, so in den Podcasts, dass ich das früher oft hatte mit dem, dass ich mein Becherchen immer mehr gefühlt hat und ich unsicher war in der Beziehung und etc. und so und das nicht angesprochen habe. Und dass das auch momentan bei mir wieder ist. Also eben sowohl bei Freundschaften und Situationen als auch in der Beziehung, dass ich momentan wieder mega unsicher bin, so was meine Beziehung angeht, im Sinne von dass ich anfange, Sachen zu interpretieren, wo zum Beispiel, wenn ein Can das und das macht, also keine Ahnung, so, dass ich dann gerade interpretiere, oh mein Gott, er liebt mich nicht, oh mein Gott, er will mich nicht küssen, oh mein Gott, er will keine Nähe, oh mein Gott, er will mich gar nicht sehen, oh, er will gar nicht, dass ich zu ihm komme, oh mein Gott, also weißt du, so mega unsicher gerade wieder bin. Und ich habe ja in dem Sinne durch all die Jahre das mit dem Becherli, was ich kann immer sagen, tun uns Becherli leeren, indem wir mit anderen Menschen reden, habe ich gerade instant mit dem Can das besprochen. Ich habe gemerkt, es tut mir mega gut. Also ich kann das zum Beispiel gerade jetzt beim Can gar nicht mehr. Also er hat das wie gewusst und auch mega herzig. Er hat wirklich voll ernst genommen und hat auch am nächsten Tag also voll den Effort gegeben, so quasi zu mir in dem Sinn beweisen, dass er mich auch wirklich liebt. Also weißt du, so mega herzige Morgennachrichten. Einfach all das auch so, ja, in dem Sinn sich mir und manchmal hilft ja auch nur schon das, dass wenn man es einfach gerade anspricht, die andere Person weiss es und nicht, dass man es dann von der anderen Person verlangt, aber wenn halt so Sachen kommen, ja, ist halt irgendwie cute, wenn die andere Person so, ja, irgendwie auf das eingeht und so schaut, also das voll ernst nimmt. Und ja, in dem Sinne mal ein bisschen mehr Effort, also ein bisschen mehr, noch mehr zeigt, so wie fest man einem gerne hat, also so ein bisschen übertrieben, damit ich es auch wirklich kann glauben. Ja, und dann, zum Beispiel gerade mit Can, seit ich das angesprochen habe, ist gerade instant wieder weg. Das ist so crazy. Da bin ich so froh, dass ich das gelernt habe. Wirklich. Ich glaube, sonst wäre ich wieder so voll in dieser Spirale, vor dass ich jetzt alles wieder interpretieren. Von dem her, da ist jetzt wieder ein bisschen weg. Aber ich dachte, das ist gleich noch spannend zu erwähnen. Und dass auch ich manchmal Momente habe, wo ich sehr, sehr unsicher bin in meiner Beziehung. Und das voll okay ist. Wichtig ist, dass man es kommuniziert und dass es wieder vorbeigeht. Genau. Aber ja, ich glaube, ich habe so alles angesprochen, was ich sagen wollte. Ich sollte jetzt langsam pennen, weil ich mal meine Wohnungsbesichtigung habe, wie gesagt. Und ja, eben wie gesagt, schreibt so ein bisschen
eure Erfahrungen in die Kommentare. Würde mich mega wundern, oder falls ihr auch in einer Situation sind oder vielleicht so eine Situation gehabt habt, dann könnt ihr gerne eure Tipps hinschreiben. Wie gesagt, es soll so ein Austausch sein. Ich finde es auch spannend, dass mal als umgekehrte Situation haben, dass nicht ich in dem Sinne euch Tipps gibt, sondern ihr vielleicht auch mal mir. So. Aber dass ein ausgeglichener Austausch ist auch ganz geil. Vor allem darum, ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, der Podcast hat euch gleich irgendwie einigermaßen unterhalten. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann, das sind einfach nur noch 2 Podcasts, dann fängt mein Studium an. Aber ja, ich glaube wahrscheinlich bei mega vielen. Gerade 18. September ist ja bei den meisten Studienbeginn. Wir schaffen das alle. Also alle, die anfangen zu studieren. Wir schaffen das. Das wird cool. Das wird geil. Aber ich werde wahrscheinlich eine Podcast-Folge zu einem ganzen Thema machen. Gerade wenn ich so eine Woche vorher oder so, Bro, ich kann ja sowas von stecken dann im Arsch, Alter. Ich muss über das können reden. Aber ja, wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüssi!